Moin. Merci, dass der Astrid Lulling TV im Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlaubstellen. Während der Plenarsitzung vom Europäischen Parlament zu Straßburg vom 20. bis zum 23. Oktober konnte man endlich mal seit Juni eine Sitzung vom Intergruppe Wein Tradition, Qualität am Europaparlament auffallen. Ich präsidiere diesen Intergruppe seit September 1999, also bald 10 Jahre. Membres sind Deputiert aus allen politischen Fraktionen, die sich für die Filière vitivinicole interessieren. Wir kümmern uns mit Zeit mal Probleme, die sich im europäischen Plan für den Weinsektor stellen. Aber wie gesagt, mit Zeit direkt, wenn wir wann davon kriegen, dass die Europäische Kommission eng an der Macht hat, besonders dann, wenn so Überlegungen für europäische Regeln nicht am Interesse von den Winzer riskieren zu sein. Im Moment sind wir mit ein paar Dossiers geplot, die uns Sorgen machen. Du hast für dich mal eine Proposition für ein Reglement für Information von den Konsumenten über Lebensmittel. Das schenkt auf den ersten Blick gut, bei den Teufel sticht am Detail, als Bäcker, Metzler, Träterin, die sind schon auf den Barrikaden, und ich habe noch schon heute darüber berichtet, weil sie so restriktiv Vorschriften mit denen nicht können leben, wenn sobald Brötchen, Kichelchen, Bullard oder Biftek eine Reihe von Informationen müssten schreiben, was da dran ist. Das ist einfach nicht zu gerieren. Sogar McDonalds-Vertreter waren bei mir zu Straßburg, weil auch sie mit übertriebenen Exigenzen, was alles auf der Verpackung vom Hamburger draufstehen ist, nicht mehr eins gehen. Sie geben keinen Platz mehr auf dem Karton fanden, den sie mir gewiesen haben, was sie nach weiter Informationen müssten draufschreiben, neben denen, die los schon draufstehen. Und da steht drauf Kalorien, Proteine, Lipide, Gluciden, Salz. Die Karton, die können anscheinend ein Hamburger, ich sehe kein dicke Klient von McDonalds, ich habe mir das also ein bisschen erklären lassen. Und dafür ist es interessant, dass auch so große Firmen mal nicht könnten mit dem leben, was geplant ist. Als Weinintergruppe konnten wir zwar verhindern, dass alkoholische Getränke wie Wein, Spirituose, Bier nicht von dieser Proposition von der Kommission betroffen sind. Aber das ist nicht ausgeschlossen, dass es am Europaparlament, besonders an der Umweltkommission, die kompetent davon ist, grün-rot Perfektionisten gibt, die auch hier überreglementieren wollen. Die Berichterstatterin für das Reglement, meine Kollegin Renate Sommer, die war am Intergruppe Wein. Sie hat gut verstanden, worum es geht. Ich selber bin noch Rapporteur von meiner politischen Fraktion am Agrarausschuss zu diesem Reglement. Da tue ich mich magelos für zu verhindern, und zu helfen, dass du nachdem es noch nicht mehr in einem Jahr detailliert Vorschriften über die Etikettierung von Weinen an der reformierten Weinmarktordnung, das Lo müsste festgeschrieben gehen, andere Vorschriften, die da gelten sollen. Also wir haben das reformiert, wie gesagt, von einem Jahr an der reformierten gemeinsamen Weinmarktordnung. Da steht genau, welche Etiketten sollen sie, was muss draufstehen. Und so ging man dann im Vollkommen neue Vorschriften machen. Das geht natürlich nicht. Apropos Weinmarktordnung, wir hatten an der Sitzung vom Intergruppe Wein zu Straßburg auch ein Gespräch mit einem Vertreter von der Generaldirektion Landwirtschaft von der Europäischen Kommission über den umstrittenen Vorschlag, die Weinmarktordnung an eine einheitliche
Marktordnung für all Landwirtschaftsprodukte, für die Marktordnungen gibt, ranzugliedern. Das mischt aber die Winzer immens Probleme, weil die über 20 Märkte für Milch, Rindfleisch, Geflügel, Eier, Obst, Gemüse, Cerealien und so weiter, das gibt ein dickes Buch, wo dann die Winzer an über 20 verschiedene Kapiteln sich misst, was hier das schließlich betrifft. Die einheitliche Marktordnung, also einzig für alle Produkte, die soll eine Vereinfachung sein, so stellt die Europäische Kommission auf alle Fall durch. Wir fanden das aber nicht. Sie hat uns an 10 Punkten an einer Sitzung zu Straßburg, das liest sich bald wie 10 Gebote, hier Aussichten durchgelöst. Für was so soll verfolgen, für was man dort die OCM unik brächten. Es gouf leider schon 2006 dezidiert, dass es so ein OCM unik an der all Marktordnungen integriert für an engem Text ging gin. Dafür werdet lo schwer sind zu verhindern, dass die Weinmarktordnung, nachdem all die anderen dran sind, lo nicht dran käme. Allerdings soll und der Weinmarktordnung, die übrigens am 1. August 2008 in Kraft getreten ist, gut nicht changiert gehen, seht die Kommission eins. Sie versprechen noch eine nicht offiziell konsolidierte Version für die Weinmarktordnung zu machen, sodass es nicht dazu käme, dass die Winzer an eine Situation kommen, wo wir das nennen, Katze jung nicht mehr rümpfen. Das muss man natürlich verhindern. Das versprechen ist auch eisen Winzer. Wir haben mal verhindert, dass direkt den Bericht von der Agrarkommission, wo wir da dann einfach durchgewunken hätten, dass den auf Tagesordnung kommen, am Oktober, wird am November zu Straßburg auf den Ordre du Jour kommen. Wir müssen da gucken, was wir machen können, für den Winzer Miser zu spuren, aber für von allem aber auch zu verhindern, dass sie bemol so durch ein Hanner die Dispositionen, die de lo gibt, die wir an der Reform festgelegt haben, das war ein großer Kompromiss, dass deren Fleisch gingen durch ein Hanner, die aufgeändert gingen, und dass sie mal nicht ging, wissen, was alles geplant ist. Also wir müssen Fuß an Hus zugleich sind, auch an diesem Dossier. Ich so, merci, dass Dreis nur gelauscht hat, bis die nächste Kehr.